Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Heit mal wieder angedenkt von der Lung auf die Zunge. Als Gott die ganze Welt gemacht mit jeden Dings und all der Sach, trägt er von unten bis hinauf dem ganzen Zeug sein Stempel auf. So ist es kum für alle Zeit, dass jeder Mensch von früh bis heit sein eigener Stempel hat im Leben. Und seller tut für immer hebben. Doch kaum geboren auf unserer Erde, da holt die ganze Menschheit ihr eigene dicke Stempel raus und deelt für jeden schwungvoll aus. Die Farbe, die sind bunt und kräftig, der Druck ganz schnell, oft schräg und heftig, auf Stern und Buckel hingeknallt. Egal ob jung man ist, ob alt. Da kann man lesen, dumm und dappig, so schleumig, ehlig, glatt und bappig, ein großes Maul und nix dahinter und so im Ganzen, ein Spinner. Eine falsche Hautfarbe, Religion oder trefft meist nicht richtig Ton, bei dem ist wenig in der Kasse und der versteht am Ende kein Spaß. Die ganze Stempel auf seinem Rücken sieht er nicht, grad selbst beim Bigge. Und bloß die anderen ohne mich, die haben das alles gleich gesehen. Dann gibt's beim ganzen viele Krempel auch zwischendrin mal gute Stempel. Die sind ganz zart und meistens klein mit Blimmelscher. Besonders schön. Kaum hat er so einen Abdruck gekriegt. Ein anderer wäre umzieht und haut ihm übers gute Zeichen die Hinweis. Der ging über Leiche. Die Stempellast, so kreuz und quer, die wird im Alter arisch schwer und trägt der ganze Kerl zusammen. Gebräscht geht er am Ende von Donner. Doch ganz am Schluss, zu seiner Zeit, da ist es wirklich mal so weit, dass Gott ihm abnimmt all sein Krempel und ganz aus Lieb all die Stempel. Ihr Lieben, das ist ein Gedicht no Klaus Herzer. Und da muss ich immer dran denken, gerade jetzt am Anfang von der Fastenzeit. Es gibt ja viel, was wir in der Fastenzeit losse können. Ein bisschen mal was losse, mal weniger machen, dass wir merken, was wir haben, das ist ja eigentlich ganz gut. Ich müsste vielleicht auch ein bisschen abnehmen, aber ich habe mir vorgenommen, in der Fastenzeit stempel ich mir nicht so viel. Ich gebe der anderen mal nicht so viel auf die Ricke oder auf die Sterne. Ich denke mir nicht so laut und leise, was ich von ihnen denke, sondern ich tue einfach mal so begegnen, wie sie sind. Was haben wir in der Vergangenheit mit dem Corona und jetzt auch dem Ukraine-Krieg nicht Stempel ausgedeelt, immer über die anderen. Aber das hat uns ja im Grunde nicht gut getan. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das noch mal klar machen, dass wir alle schon Stempel haben, wenn wir geboren werden. Da ist der Stempel, dem Gott jeden von uns gegeben hat. Ich hab dich geschaffen. Du bist mein Kind, ich hab dich von Herzen lieb. Ich möchte, dass du mit mir lebst, jeden Tag. Ich will für dich da sein, im Gute und im Schlechte. Ich helfe dir auch dann, wenn es nicht so gut geht und wenn du ganz unten bist. Wissen Sie, wenn wir all die Stempel für uns mal nehmen, die sind so blumig, klein und schön, dann müsste man vielleicht der andere nicht so viel große und oft auch eklige Stempel über den Kopf ziehen. Das habe ich mir vorgenommen für die Fastenzeit. Ich gehe nicht so viel Stempel, sondern ich lasse mir einfach mal die Menschen so gefallen, wie sie sind. Und red mit ihnen und versucht die Sache zu klären. Das wünsche ich euch auch. Eine gute, gesegnete Fastenzeit. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.